Gebabbel ist gleich. Erwin, Willi, Paule, Waldemar, Oskar. sind die 5 Pfälzer am Stammtisch. Ah, da kommt der Erwin mit so einem neuen Auto. ach ja, so klein schon ein Auto. Auf Männer, Roy, euch steigen. Erwin, du weißt, wir sind zu 5, aber ein 5-Sitzer ist das Auto nicht. Machen doch keine Schnibbel. Natürlich ist es ein 5-Sitzer. Vielleicht für Lilliputaner. Mann, ist das eng her. Ich soll nicht so neu kommen. Wisst dich halt irgendwie neben mich. Erwin, wieso hast du beide Hände verbunden? Ich hab mich verbrennt. Verbrennt wo? Am Auspuff? Quatsch, da am Lenkrad. Am Lenkrad? Das verstehe ich nicht. Ah, ich hab nicht aufgepasst und die Lenkradheizung zu heiß eingestellt. Ich hab gar nicht gewusst, dass sowas gibt. Ach du liebe Zeit. Ich glaube, ich habe in die Hose geschissen. Haha, so ging mir's auch das erste Mal. Ich hab die Sitzheizung eingestellt. Nichts passiert, Willi. Gott sei Dank. Soll ich die Sitzheizung wieder ausmachen? Nee, los an. Das ist gut für meine Hämorrhoide. Ihr geht wie eklig. Du Rindvieh, blödes. Glaubst vielleicht hat man die Hämorrhoide freiwillig wachsen lassen? Gott sei Dank hat er wieder nicht den Waldi mitgenommen. Oh ja, der hat Probleme gehabt. Der hat nämlich Klausphobie. Was denn das? Platzangst. Wie? So ein Hund hat Angst vom Platzen? Du bist vielleicht der Arschloch. Willi, was hast du denn gestern Abend gegessen? Wieso? Du stinkst aus dem Hals wie ein toter Bellwurf, der 8 Tage in der prallen Sonne gelegen hat. Arumsteg? Ha, und das war 3 Eich. Was war das? 3 Eich. Was denn das? Also das Fleisch war sehr lang gereift, das war sehr alt. Das Fleisch war nicht alt, das war faul, so wie du stinkst. Paul, deine Frau ist noch viel zu jung, um Witwe zu sein, also halt der Kost jetzt. So, Männer, jetzt zeige ich euch mal meinen Bandcomputer. Und was macht er so? Der übernimmt alles für mich. Ich muss überhaupt nichts machen. Ich zeig das. Wir rufen mal unseren Freund, des Hören in Berlin. Oh ja. Also, Bandcomputer, an. Ein Kommando bitte. Telefon. Telefon. Anrufen. Welchen Namen? Und Willi? Das ist so geil. Hat Sache einen Namen? Uschi. Klar, mach noch einmal mit der Uschi. Bandcomputer, an. Ein Kommando bitte. Telefon. Telefon. Anrufen. Welchen Namen? Sören. Sören Dvořáček. Nennen Sie am besten den vollständigen Namen, so wie er in Ihrem Telefonbuch gespeichert ist. Sören Dvořáček. Berlin. Nennen Sie einen Namen und sagen Sie dann, wo Sie ihn anrufen möchten. Zum Beispiel Max Mustermann im Büro anrufen. Der Sören Dvořáček hat kein Büro. Du und daheim rufen. Welchen Namen? Sören Dvořáček. Lass mich nur mit der Fulsel babbeln. Telefon. Ein Kommando bitte. Nummer in Berlin, Sören Dvořáček. Welchen Namen? Sag mal, bist du da? Sören Dvořáček. Da wird so gesprochen, wie er geschrieben wird. Vorne Dvořá und hinten Labak. Hast du kapiert, Backosel? Nennen Sie die erste Straße. Was weißt du nicht, wie die Straße heißt? Ich war erst eben in Berlin. Nennen Sie die Stadt. Was hab ich denn eben gerade gesagt? Haben Sie dir in Walzer ins Ohr gebrunst? Berlin! Blöde Muschi! Willi, du mal nicht pelzig babbeln. Stab die Pix versteht dich nicht. Wenn man den Kudamm Nuff, also nicht Nunter, sondern Nuff zuläuft, kommt Für mehr man... Informationen sagen Sie Hilfe. Hilfe? Nennen Sie am besten den vollständigen Oh, ich Namen. mich warst, du blöde Gäs! Vorgang abgebrochen. Jetzt drei Scheißdrecksgerät hier! Den Karren bring ich wieder zurück. Die sollen deine Frau noch sitzen, wo sich auskennt. Und nicht so blunz wie die Uschi. Entschuldigung. Komm, lassen Sie die Traudel fahren. Genau. Da warten 3 Scholle, so kurz zu Blut auf uns. Erwin, du siehst hoffentlich den Laster von rechts, ha? Allerdings nicht. Mensch, ich bin doch mal so blöd. Und ich sehe die LKW von rechts. Ha, im Leben nicht. Gut so. Und was ist mit dem Laster, der gerade von links kommt? Was? Scheiße! Gebabbel ist gleich. Erwin, Willi, Paule, Waldemar, Oskar. sind die 5 Pfälzer am Stammtisch.